Y-Chromosom vom Vater und ein X-Chromosom von der Mutter ist in der Regel eine Frau. Wer von seinem Vater ein Y-Chromosom mit auf den Weg bekommt, lebt mit der Kombination XY, das steht für Mann. Verrückt genug von der Natur eingerichtet, würde sie am liebsten aus allen Menschen Frauen machen, denn direkt nach der Befruchtung ist Frau das Standardgeschlecht. Es liegt am Y, dem ein Ende zu machen, indem es Gene anschaltet, die die Bremse ziehen, beziehungsweise indem es ein Protein kodiert, das die weitere Entwicklung zum männlichen Geschlecht steuert. Sonst würden keine Jungs mehr geboren. Aber schauen Sie doch mal genauer durchs Mikroskop, dann erkennen Sie, wo das Problem liegt. Y ist ein winziges, kränkliches, verschrumpeltes Chromosömchen, nicht wirklich ein stolzes Zeichen von Männlichkeit. Genetiker, die dieses Chromosom detailliert untersucht haben, kamen zu dem Schluss, dass Y ein genetischer Friedhof ist, ein Auffanggefäß für angeschossene und kaputte Gene, ein genetisches PS, wie es der Autor Matt Ridley als liebkoste. Y ist unter den Chromosomen echt so ein bisschen der Blödmann. Es muss vor etwa 300 Millionen Jahren schiefgegangen sein, als Y seine Existenz begann. Damals spaltete sich das Chromosom von anderen Chromosomen ab, fest entschlossen, von nun an seinen eigenen Weg zu gehen. Und es kam dann doch anders. Die Anzahl funktionstüchtiger Gene auf Y ist rückläufig, von schätzungsweise 1438 auf 45. Gegenwärtig ist das Chromosom nur mehr ein blasses Abbild des robusten Dings, das es einmal war. Was genau mit Y geschehen ist, lässt sich nicht sagen. Vielleicht kommt es daher, dass Y so hoffnungslos allein ist. Andere Chromosomen kommen immer als Pärchen daher, sodass sie immer eine Kopie von sich selbst in der Hinterhand haben, um bestimmte Defekte reparieren zu können. Wir können das auch gut im richtigen Leben beobachten, wenn Frauen auf die Toilette gehen. Die gehen immer zu zweit. Ja, Mario Barth. Bring doch noch so einen Gag und mach dich beliebt hier. Ist doch so. Ist doch so. Ist nicht so. Natürlich ist das so. Ihr geht auf das stille Örtchen immer zu zweit. Vielleicht zu Hause nicht.